Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist euch Meir David. Es fällt uns heint bei Nacht, Yom HaShoah. Im Zusammenhang mit dem Gedenktag haben wir Auszüge von meinem Interview mit Rav Arthur oder Abraham Schneier, Mar Dasra von dem Choshvan Schul in New York, Park East Synagogue. Ist geboren geworden in Wien im Jahr 1930 und gewachsen dort bis Jahr 1938 und dann hat sich besetzt in Ungarn und dort hat gewohnt bis Sof von der Milchama. Und hat gehabt eine interessante Beziehung mit einem Städtel in Karpaten, Russland, mit dem Namen Yasin. Auf Ungarisch Korosh Meso und auf Tschechisch Jasina und auf Ukrainisch Jasinja. Vor der Milchama ist das gewesen ein Teil von Tschechoslowakei und bis der Milchama ist es gewesen Ungarn und jetzt ist das Ukraine. Hat erzählt ein bisschen wegen Yasin und seine Überlebungen bis der Milchama und danach hat gehabt ein paar Zechronis von seinen Besuchen dort nach der Milchama. Speziell lieb zu ihm wegen Yasin ist gewesen sein Seder. Sein Seder ist gewesen der Hauptrav von jenem Städtel. Erzählte Sache wegen dem. Ein bisschen später im Programm haben wir Auszüge von einem längeren Interview mit Jetta Kane. Sehr wohle Freude. Wir haben gehabt Schuss und Vergnügen zu hören von ihr letzte Woche auf unser Pesach-Programm. Und in die Auszüge erzählt Jetta wegen ihrer Kindheit in Weißrussland, Polen, Fahr und bis der Milchama-Zeit von Churban. Und auch trotzdem wollen wir euch hören jüdische Musik, speziell Churban-Lieder, Lieder von den Ghettos, Lieder von den Partisanen, Lieder in Andenk von den Gefallenen in Zeit von Churban, Europa. Mein Name ist Tanja Lefman. Ich bin eine Vorsteherin für die American Holocaust Survivors and Children. Wir haben eine gute Organisation und Menschen, die gekommen können kommen zu uns. Jetzt will ich auch sagen, als dem 27. April, weil wir haben der Holocaust Memorial und das wird sein 10:30 in der Früh in 60 State Street in Boston. So ihr wollt kommen, dort das wird sein das 8. Jahr. Seid gesinnt,
Tanya Lefman. Ich bin geboren in Wien und wenn der Anschluss von der Nazis übergenommen die Macht, das ist gewesen in 38er Jahren. Genau Datum in März 38. Freitag auf der Nacht, alle Häuser mit der Nazi-Fahne. Und noch dem Kristallnacht, 9. und 10. November, Deportaties in Dachau. Und leider keiner hat nicht gewollt reinnehmen, die Jiden. Mein Tate leider ist Nifter in 36er Jahren. Ich bin nach Jossem, allein mit meiner Mama. Und der einzige Weg ist zu fahren in Ungarn. Das ist gewesen am 1. September. 1. September 38. Zu meiner Mamas Eltern. Rav Bergman in Jasina, was ist damals schon Hirschmesse, weil die Ungarn haben übergenommen die Karpaten und auf ein Touristenvisa. Das heißt, die Erlaubnis zu sein, 3 Chadoshim, 6 Chadoshim. Und jedes Mal hat man gedacht, verlängern die Zeit. Weil uns hat man bekommen, die amerikanische Visa, gedacht, warten nach Zeit. Ist in Budapest habe ich studiert im jüdischen Gymnasium. Habe ich Ungarisch ist ein Wort nicht. Right? Wir sind in einer Klasse für 3-4 Wochen gewesen stumm. Weil ich habe überhaupt nicht die ungarische Sprache gekannt. Aber ich habe gelernt Ungarisch. Und nachdem, was ist gekommen zu Ferien, bin ich die erste Purchadoshim vom September 38 bis Juni 39 sind wir gewesen einen Tag in Yassin. Kirchmesse. Und mein Sedel war schon gewesen bei mein Tate, weil mein Tate ist Nifte gewesen nach Jossem. Und ich habe eine sehr spezielle Liebe und Beziehung mit meinem Sedel. Es ist gewesen Hocham, Gibor und sein Hadrasponim und seine Warmkeit und seine Liebe. Und so das ist der Unheim beim Kirchmesse Jasina verbringen. 1 Jahr in Jasina, noch in Ferien, Sommerzeit in Kirchmesse. Ich kann mich erinnern, und sind wir gefahren in Budapest, noch den genommen Zug von Budapest in Kirchmesse, das heißt Wien, Budapest der Schnellzug, noch dem Budapest Jasina, der Kaschau und der Ungar, ganze Sachen. Und angekommen in der Nacht und der Sedel war schon gestanden mit Tieren
zu warten, ich und seine Tochter, meine Mama, ja. Mein Zedel was volgens gebest de Rov in Yassi, Romanian. Zijn Tate, das ist sein Tate. Mein Name ist Avram. Das ist mein Name noch ihm. Ist gewesen der Rav und Rav Besdin in Yassina, Avram Bergman. Wenn ist Nifte geworden, hat die Stelle übergenommen Rav Moshe Bergman, sein Sohn. So die Mama ist gewesen geboren in Yassi, gewachsen in Yassi, Rumänien, noch dem Yassina, und noch dem in Wien, hast du gehabt mit meinen Taten in Wien. Auch studiert in Wien und auch studiert in Paris, zeker. Hat gehabt andere Krevim in Yassin, in Koresh-Mesa? Ja, Sach. Gräben von die Mitzad, mein Sedes Schwester, Kinder, ja. Leider die alle in der Ghetto on Pesach 44, in Mate Solka, und in Mate Solka von Pesach bis Mai und noch dem Auschwitz. Und bei Sachaim leider mein Zeden, Baba und die alle Gräben is mit mein Manneszaad is Auschwitz. Ja. Ich bin befreit, bei der White Army in Budapest in 1945, 14. Jänner. Aber in 1941 bin gewesen in Kirchmesser, ist gewesen in der Sommer, ist gekommen Gesetz, jeden, was haben nicht eine ungarische Staatsbürgerschaft, werden deportiert, kann man jetzt bedeutet, der Kirchmesser. Und kommen Sach jeden, aber das haben nicht gehabt, keine ungarische, haben gelebt schon in die Karpaten. 50, 100 Jahre, aber sie haben nicht gehabt, kein Staatsbürgerschaft. Und der Redel was soms gewesen, auch der Matrikelführer. Die haben noch Sach Menschen von Munkac, von überall, auch die Munkatsche Rebbes, zu haben Matrikel. Bin ich gewesen, ich habe assistiert mein Redel schon. Und schreiben die Matrikel. Aber nachdem ist die gewesen eine sehr gute Verbindung zwischen mein Seedoverscholm und der Polizeichef, hat geschickt eine Idee, dass in 2 Show, wenn die Gendarmen kommen, zu nehmen dein Einiger. Nach 2 Chadoshim in der Stall mit der Kie, mit der Pferde, für einen Bauer, zu vermeiden, meine Deportation in Kamenetsbedals. Mit der Kie, mit der Pferde. In der Stall? In der Stall, ja. Das ist zum Glauben. Kennt ihr der Morgen ein bisschen wegen jüdischen Leben in Yassin, was ihr gedenkt wegen der Kehilla, die Menschen? Ja, das ist gewesen die neue Schiel und die alte Schiel. Und ein fein jüdisch Leben. Und Kehilla ist gewesen sehr befreundet mit die alle Rabbeim, die sind gekommen, Atanier, Schortke, mit der Fiaker, ist gewesen ein junger Präsident von der Kehilla, der Name ist gewesen Hermann, und noch dem ist gewesen der Bocher, und meine Mama ist gewesen der Schachente. Und hat ihn verbunden mit einer Cousine von Niers Saad.
und seine Kinder, einiglich, wohnen jetzt in New York, auch in Florida. Und eine Sache von der Jassiner ist gewesen, Geschäftsleit, noch dem Fabrikanten, noch dem Geschäftsleit, kein Yeshiva Gdoile, aber Sach. Ich bin gegangen nach Cheder in Yassina. In Kirchwasser, ja. Wer hat dann geführt mit dem Cheder? Eier Seide oder ein anderer? No. Es ist gewesen als spezielle Melamed, Sachklassen. Und noch dem, bin gegangen mit den Seelen jeden Montagen, Donnerstag und Freitag in der Mikve. Die Kehle ist gewesen ein begabter Menschen. Geschäftsleute, Advokaten, Dr. Bach, gewesen der Arzt, gewesen der Tate von meinem Vater, der Bruno. Der Bruno ist, ich bin gegangen in Gymnasium in Budapest, das jüdische Gymnasium. Er ist gegangen in Kemunkaj. Und leider habe ich, ja, und sind wir gegangen, in Winterzeit, mit Skis, mit Bruno und die anderen gespielt, Fußball, Soccer, nicht Football. No, es gewesen mein neuntester Feind, ja. Farvos ist der Himmel gewein, echten Leuter, von Freud hat gescheint jede Gas. Farvos ist die Sinn, as a lichtige Reute, verchmuret ein Beis und ein Kas. Farvos ist die Sinn, as a lichtige Reute, verchmuret ein Beis und ein Kas. Es weint ein der Himmel, das Haus und das Gessel, es treuer das Herz stiller heit. Sie kann man vergessen, wie kann man vergessen, vergangene Schoen von Freude. Wie scheust deine Tränen, vergess deine Sorgen, Zertreuern ist nicht gedeih. Es kann sein schon als morgen, es ist sicher als morgen, wird aufscheinen Sonn auf das Nei. Es kann sein schon als morgen, es ist sicher als morgen, wird aufscheinen Sonn auf das Nei. Still, die Nacht ist ausgesternt und der Frost, hat gebrennt. Sie gedenkst, wie ich hab dich gelernt. Halten a Speier in die Hand, am Oid
a Pelzl und a Beret und halt in Hand fest an a Gang. Amoit mit a Sameten emponem hit op dem Säunis Karawan. Gezielt, geschossen und getroffen, hat ihr Kleininker Pistol an Euto a Fuhlinken mit Waffen. Verhalten hat sie mit ein Keul. Fartog von Wald heraus gekrochen, mit Schneegirlanden auf die Haar, gemutigt von Kleininken mit Zochen, vor unser nahem freiem Dorf. Still, die Nacht ist ausgesternt und der Froster hat gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt. Halten a Speier in die Hand. Wie so hat er Zeit in Jasena beeinflusst? Was für Haschpoa hat das gehabt auf ihre Identität und auf ihr Leben beklau? Der größte Einfluss ist gewesen mein Seele schon. Ich bin heint darauf, weil mein Vater ist gewesen ein Geschäftsmann in Wien. Aber ich habe die Jichus von meiner Mamas Saat und mein Seines Saat und mein Babas Saat, der Kanareim, Yassi auf Marsho. Das ist Pinchas Chinuch. Von meinem Vater Saat, Lubavitch. Schon geknippte Gebinnen, okay? Alright. Aber sehr interessant. Mein Seidel Shalom ist nicht gewesen, hat die Chachma. Ist gewesen ein Talmud von Pressburg. Pressburg ist gewesen nicht Antizionist. Und Sackmer ist gewesen sehr Antizionist. Ist gewesen, habe ich gesehen, dass die Schwilhazahav von meinem Seidenschitter befreundet mit allen Rebbes. Und noch dem befreundet mit der jungen Leute, was sind nicht gewesen, auf viele Fremd. Das ist ein Mekarev gewesen. Und Jassene Jiden sind gewesen, sehr ähnlich im Zugang wie amerikanische Jiden. Das heißt, nicht isoliert. Nicht isoliert. Yassin ist gewesen ein offener Stück. Und das ist meine Schiete. Wenn ich in Washington zum Holocaust Museum, da sehe ich, speziell dedikiert
Zikaron zu Yasin Kirschmesser, not Yasin, but Kirschmesser. Und Yad Vashem hat eine Sache, die Geschichte von Yasin Jiden und die sehr interessant. Ich habe mich ist einmal gewesen beim der Quartier von der Post im Zentrum von Yassina, im Zentrum von Das Kushner. gedenke ich nicht, nein. Was No? ist dort? No, this is wenn ich wollen machen a long distance Telefon. Ich habe gedacht, rein, das ist, ich meine, in der russischen Zeit. Russische Zeit, Das ja. gewinnt der einzige Telefon, eh? Ja. Ich habe gedacht, bestellen. Ich habe gedacht, bestellen. Und noch alles ist gewesen mit der Telegram. Aber ich habe gesagt, leider Bericht, wenn man hat das Sedesboard aufgeschert in Matthäus Salka. Gewesen an Eid. Ich habe auch mit ihm getroffen. Ja, das ist sehr interessant. Ich habe gerade in 1997 bin ich schon gewesen, ein bisschen verleichtert die Lage in Moskau. Es ist gewesen eine Siefe von Jeden von ganz Russland. Und Israel Hammers gewesen von der Israel. Ich habe gesagt von Amerika. Und noch meine Rede ist gekommen, Jid zu mir, sagte mir, Arthur, kannst du dich erinnern? Uns haben gespielt Fußball zusammen, okay? Ich kann mich nicht erinnern auf den Namen jetzt. Aber es war sehr interessant. Er hat mir gegeben einen Bericht von die Jassene. Und noch einmal bekomme ich spezielle Lohnes, zuvor mit meiner Frau. Kacke, derg Lemberg, genau zu Jassina. Und noch dem bin ich gefahren, ist der Name Hausmann bekannt zu euch? Vom Bergschar? Nein. Ist sehr guter Haber gewesen. Er mit seinem Sohn, meine Frau und ich, sind wir gefahren, der ich jung war, zu Kirchmesser. I mean, dem ist nicht gewesen mit Kirchmesser, es ist gewesen Yassin, die Ukraine. Und interessant, aufgenommen beim Gouverneur von Ungvar, nachdem die Rosh Ha'ir in Rachov. Und der Rosh Ha'ir hat produziert ein Yoshev von Yassina, ein Jid, das ist noch übergeblieben im Leben. Und nachdem sind wir zusammengefahren mit der Rosh Ha'ir, mit den Olispan, das heißt der Gouverneur, zum Haus, wo ich habe gewohnt mit meinen Seelen. Right? Jetzt wohnen dort nicht ein Mischwoche. Das ist jetzt 2, 3 Mischwoche. Aber sehr fein. Und ich kann mich erinnern, im Garten habe ich planiert die verschiedenen Peres und die Sachen. Und sind wir reingegangen mit alle vierende Leiter. Dus Frau hat sich gefragt, wer ist gekommen? Was ist das? Was kommt da? Was ist hier? Das ist der Enkel von Rob Bergman. Zie je. Ich habe gearbeitet bei Rob Bergman. Und ich habe gehabt Hoffers bei in der Zeit von Pesach. Und ja, ich habe gewollt rausnehmen meinem Götting, wenn ich bin gekommen, aber gesehen,
dann hat sie die Gendarm, das ist gewesen Pesach, hat sie rausgenommen vom Haus und herausgeführt zu der Station der Eisenbahn. Es ist gewesen ein Aid. Ukraine, hat gearbeitet bei meinen Söhnen und Baba, hat manchmal gesehen, wie man hat rausgeschleppt. Und sie gesagt, mit der Akutja-Call, mit der Hint, sind die Gendarmen gekommen, sie rausrein, und das ist gewesen, der muss an Aid. Was hat gesehen, man hat sie geführt, Mathe Solka und so. This is WUNR Brookline. Aber oder nunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist druckverkrippelt, JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zioer, du redest Yankele Bodo von Israel. Und ich will euch wünschen, Kuschen Pesach, auf einen freilichen Pesach. Das ist das jüdische Call von Boston. Ich will sein zufrieden, wie wir wird mich ehren. Und ich will ganz sein zufrieden, wie wir wird beschreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet, ihr könnt mich treffen, wir füllen die Adresse, wir wird nehmen. Und ich will sein zufrieden, wie wir werden sich wiedersehen. Kauftsche Papyrossen, nu kauftsche Sacharin, geworden ist Heinz Reure billig wert. A Leben für a Groschen, a Pute auf Verdienst, von Ghetto-Händler hat ihr doch gehört. Heiß ist Rolig, ich bin das Kind vom Ghetto. Heiß ist Rolig, a heftige dicker Jung. Heute verblieben, Kohle, netto, da lang ich noch jetzt der, als Wische und a Sohn. A Mantel und a Kragen, Tachtoinim von a Sack, Kaloschen hab ich's Fell, nur die Schier. Und wer es wird noch wagen, zu lachen euer Sach, dem will ich noch weisen, wer bin ich. Heiß ist Rolig, ich bin das Kind vom Ghetto. Heiß ist Rolig, a heftige dicker Jung. Heute verblieben, Gole, netto, da lang ich noch jetzt der, als Wische und a Sohn. Nicht meint mir heute geboren, die heftige dicke Gas. Bei Tate, Mame, euch gewinn a Kind. Hab beiden ungeboren, nicht meint es ist a Spaß. Bin geblieben wie in Felder Wind. Heiß ist rollig, no wenn keiner sieht nicht, wie schier still sich von euer Opa-Trell. No von mein Treue, besser als man redt nicht, zu was der Mannen und machen's halt sich schwer. No von mein Treue, besser als man
zu was der Mannen machen's halt sehr schwer. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Tag, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abheuten unser Trott, wir seien da. Sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Tag, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abheuten unser Trott, wir seien da. Von grünem Palmenland bis Waldenland und Schnee, wir seien da mit unser Wein, mit unser Weg, und wo gefahren ist der Schmutz von unser Blut, denn doch er spotzt von unser Blut und unser Mut. Es wird die Morgensonne gilden unserem Heim, der schwarze Nächten wird verschwinden mit dem Feind, und neu beisammen wird sie tun in dem Jahr, wie a Parol, so geht das Lied von Tor zu Tor. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei, es ist nicht ein Lied von a Vogel auf der Frei, nur tut auf uns zwischen von dicke Band, das Lied gesungen mit na Janis in die Hand. Der Pfarrer sagt keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Tag, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abheuten unser Trott, wir seien da. Der Pfarrer sagt keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Tag, weil kommen wird noch unser ausgebänkte Schau, uns wird abheuten unser Trott, wir seien da, wir seien da, wir seien da, wir seien da. My Name is in English Yetta Y-T-T-A, letzter Name K-A-N-E. Mein jüdischer Name ist Jona. Ich bin geboren in einer kleinen Städtel in Litwe, und Namen Mädel. Es ist gewesen eine Datsche in unserer Städtel, leben sehr schöne große Teich, und als auch Menschen sind gekommen hin zu Kurorten. Und als die Milchome sich angefangen, bin ich gewesen, kamat 8 Jahre. In unserer Städtel, meine Eltern und mein Bobby und Seide und meine Cousinen und Tantes und Väter haben gelebt, nicht sehr weit von uns. Und alle Mal an Schabbos nach Schule oder Chanukah oder Yom Tovim werden wir alle mal sehen. Und wir haben meine Eltern gewesen orthodoxische, aber mein Tate war schon nicht gehabt an Bord. Hat gesagt, dass ich seine Seide will ich verlassen an Bord. Jetzt, ich bin noch nicht an Seide, darf ich nicht tragen an Bord. Und sehr orthodoxische, und sie gehen in die Schule alle Schabbos und davnen und alles Ding. Wir haben gehabt ein gutes Leben, wir haben gehabt eigene Haus. Und das Haus ist gewesen 2 Teilen. Ein Teil ist für Bobby und Seide und ein Teil für meine Eltern und mir und meine 2 Brüder, aber Shalom. Und wir haben gehabt ein Beheime, ein Pferd, Hinderlach, wir haben alles allein gehabt. Meine Seide, aber Shalom, sie war eine Katze, vielleicht mir einmal frisches Fleisch, und haben wir gedacht, haben hinter auf Schabbos genommen, sie haben die Schritte, und wir gedacht, sie flicken, koscher machen und zugreifen auf Schabbos. Aber als in mein Städtel
Wir haben gehabt eine Apotheke ist eine Pharmacy. Und in Norden von noch können kaufen Zuckerkes oder Lode Ice Cream oder verschiedene Sachen. Und was man gedacht, etwas damit ihm gefühlt gut. Aber trotzdem, alles Ding hat man gedacht, machen daheim. Es sind nicht gewähne Geschäfte, wo wir können kaufen etwas. Alles Ding von Garten und zum Kirch und auf den Tisch. Mehl machen, wir verpflanzen, sägen etwas gewachsene Korn und dann noch uns eine Arobne abschneiden und dann noch uns nehmen in Mehl rein zu Mehl und alles Ding und Marmeladen verschiedene gemacht in daheim. Wir haben gehabt Malines, Raspberries, Posemkes, Strawberry und verschiedene alles Ding gewachsen bei uns im Garten. Mit gar nicht gedacht kaufen. Wir haben gehabt ein Pferd. Der Pferd ist gewesen, zu führen, essen und zu tun Sachen. Und mein Vater, aber Shalom, wird gehen. Noch Shalashudot, noch Shabbesnacht, noch Shabbat, ist gegangen in Wilna mit dem Pferd und mit dem Wagen. Und hat gehabt ein Nagan mit sich. Ein Nagan ist ein Revolver, Pistol. Und mit dem kämen nicht befallen die Ganoven, gewusst, dass ihnen vor noch Schabbos in Wilna, sie haben Geld, sie nicht die Hand, nicht hat in Bank, nicht bringt Geld. Ist, als der ist, vielleicht der Tat hat mir erzählt, gehabt, ein Kolder auf die Knie und gehalten in einer Hand dem Revolver. Und als der Pferd vielleicht nehmen sich seinen Berufe, habe gewusst, dass Menschen seien dort, vielleicht da schön sitzen, ob wir mit dem Kind nicht befallen. Vielleicht wegen Shabbat noch Shabbos in Wilna, hat schon gehabt alles verschrieben, was mir gedacht und hat gebracht. Wir haben gehabt ein kleines Geschäft euch bei uns. Bringen Mehl, Zucker, Chalava, Schokolade, die Sachen, was bei uns nicht gern kaufen. Und euch mit Schnittgeschäft. Schnitt ist, das ist Material zu machen, Sachen, zu nähen Sachen. Vielleicht bringen für andere Menschen, als sie die Hand mit sagt, das ein Taxi oder Uber. Vielleicht nehmen und von dem kriegen Geld, kaufen für sich allein und für andere Menschen. Wir haben gehabt, alle Sachen, wir haben gar nicht gefällt, wir haben gehabt ein gutes Leben, ein schönes Haus, allemal auf alle Jontef, neue Sachen, neue Schicht. Und bevor dem wir den Krieg sich angefangen, meine Eltern haben mir gekauft eine Balalaika, Gitarre. Und ich habe nach vielen Stunden angefangen, lernen sich. Und vor dem, als ich habe gehabt Zeit und ich habe gehabt Geld, dann ich schon da in Amerika, ich habe kein Mensch gekannt, nehmen eine Gitarre in der Hand. Ich habe sich kein Mensch gelernt. Ja. Und ihr habt gehabt Hühner, wie hat man sie geschachten? Hat ihr gehabt das Scheuchet? Mein Seide ist gewesen ein Scheuchet, ein Katzef. Wir haben gelebt in Altnadel, eine kleine Städte wie ein Dorf. Und meine Übergemisproche, mein Vaters Schwester und noch ein Bruder und andere Misproche Menschen haben gelebt in Neimerdl. Neimerdl ist gewesen eine größere Städte, dort sind mehr Iden. Und dort vielleicht man können kaufen mit etwas. Aber bei uns können gar nicht kaufen. Auch die Kleinigkeiten, was man gedacht hat, zu nähen, Nadel vor dem die Kleinigkeiten. Und also vielleicht gehen in Schule, ist das gewesen in Alterstädtel? Wir haben gehabt in Altstädtel, leben uns nicht weit gewesen eine Schule. Und die Schule ist gewesen nicht sehr weit von uns. Und allemal die Seide und die Tate und meine Brüder vielleicht gehen in Schule. Und ich vielleicht bleiben in der Heim mit der Mama, alle Shalom. Und wir werden alle zureden auf den Tisch, haben den Schabbos, als wir kommen von Schule, zu essen, Freitag bei Nacht. Und Schabbos, wir haben ja den großen Oven. Der Oven ist zu warmen, der Haus, und echt zu backen. Und der Oven ist gewesen, als wie ein Oven, wie ich sehr heint, wie man ruft das in Amerika, ein Pizza-Oven.
pflegt man machen Chont für Shabbos. Man pflegt rein so Fahrlichtbänchen und man pflegt das Essen, als man pflegt kommen von Schule. Und es ist dann gar neben, sehr, sehr Geschmack. Fleisch mit Sachbeiner, Bärblech, Beans, Potatoes, Bulbes und Perlgräuten, Barley. Und Salz und Pfeffer und Zwiebeln, die werden der beste Tam. Und ich mache das, es ist kalt in Amerika. Aber schon als meine Eltern haben gelebt, sind wir in Los Angeles und wir haben gelebt in Long Beach, fliegen sie kommen auf Shabbos und es ist wenn kalt, ist allemal gewesen schon. Allemal verbacken die Challe, Freitag, Challe und Brot. Und wir verbacken Strudel, Mandel, Brot, lecker, lecker is like a cake, it's like honey cake, they call it here, lecker. Oder sponge cake, weiße Tot. So alles Dinge, vielleicht machen, die eigene Marmeladen, die alle Sachen. Wir haben gehabt, der Keller ist gewesen, als ein Mensch gekannt da reingehen und wir können stehen dort, gewesen, ich gedenk, eine eiserne, keilerdicke Fässelgröße. Und in dem Winter, also nicht verfroren werden, die Kartoffeln, die Ugerkes, die Pomidoren, die Merlech, die alle Sachen, vielleicht alle muss sein, ein kleiner Feier, noch nicht verfroren werden. Und im Sommer, vielleicht wir halten dort die Milch, die Käse, die Zworch ist Cottage Cheese, und die alle Sachen. Und wir vielleicht machen unsere eigenen Marmeladen von Carson, von Malines, von Traskavkis, Cherries, Raspberries and Strawberries. Wir haben gehabt ein gutes Leben. Und als die Deutschen sind herangekommen, der erste Mal, ich denke, sie wie Heinz, ich habe gespielt mit der Schochenser Kind, nicht kunidische, Lebenhäus. Sie hat weiße Haare und ich habe weiße blonde Haare. Sehr hell. Und er gedenkt wie Heinz, als Chaim Menkes, Alav Shalom, ist gekommen von Schule mit der Hittel, mit der Anzug, mir geht zur Schule ungetan. Und sie sagt zu dem gegangenen Gestapo, sagt sie Jid. Jid in Polish means Jew. Er hat nicht gefragt, keine Scheile, er ist seinen Revolver und haben geschossen. Und ich bin reingelaufen in ein Haus, habe gesagt, die Eltern, sie haben nicht kein Glauben. Also jetzt habe ich angefangen, mein Leben bekannt sich mit den Deutschen. Von da an hat es gewesen, alle Tag Ärger und Ärger und Ärger. Und mein Vater ist gewesen in die Partisaner. Partisaner, das ist, they call them guerrilla fighters. Die was von aufreißen Briten, nehmen ein Tramway oder eine Bahn, soll nicht kennen fahren, aufnehmen die Linien, to derail the train, und wir fliegen weggehen, und mein Tate und die Partisaner fliegen das tun, als wir sind weggelaufen von daheim. Manches Mal sind nicht kommen zurück, sie fliegen, haben eine Granate in Hand, und manches Mal die Granate aufgerissen bei sie in Hand und sind nicht kommen zurück. So, als sie jedes Mal, sie werden weg und vielleicht nicht wissen, sie kommen zurück zu nicht. Seid wissen, teure Zuhörer, als dem Sonntag, dem 27. April 2025, kommt vor die jährliche Haskora in Boston. 10:30 in der Früh bei The State Room, 60 State Street, Boston, Nummer 60 State Street, Boston. Man darf sich registrieren. Wenn sich seid ihr so gut, zum Webseite von jcrcboston.org. jcrcboston.org/event/YH2025 oder pushet jcrcboston.org oder von unserer Webseite, das jüdische Kol, könnt ihr das finden unter Announcements. Noch einmal die ehrliche Haskora kommt vor Sonntag, dem 27. April, 10:30 in der Früh. Zwischen die Sponsors ist unser Sponsor
die Amerikaner Organisation von der Sherasa Plata in Boston, the American Association of Jewish Holocaust Survivors, and second generation of Greater Boston. A Dank. Von Henkes Netzky haben wir gekriegt die Idee, als es geht sein a Holländer 100. Geburtstag Konzert. Verloren und gefunden musikalische Eutres, der Maurice Holländer 100. Geburtstag Konzert. Dem 27. April 2025 in Temple Beth Israel in Baltimore wird man präsentieren A Bountiful Musical Source, the Morris Hollander 100th Birthday Concert, regissiert von Henkes Netzky, Mitvorsitzer von New England Conservatory's Contemporary Musical Arts Program und Gründer und Regisseur von Klezmer Conservatory Band. Im Konzert werden sich euch beteiligen Rabbinerte Jessica Kate Meyer auf Fiddle, Solistka Eden McAdam Summer und auf Klarinett Itai Dayan. Der Konzert ist lekovet der musikalische und geistliche Jerusha von Morris Hollander, Oliver Shalom, was ist lange Jahre gewesen der Batwila bei Temple Beth Israel in Waltham und euch a teure Lehener, was ist nifte geworden in 2014. Noch einmal, der Konzert kommt vor dem 27. April 2025 bei Temple Beth Israel in Waltham. Für Informationen geht auf den Webseite tbiwaltham.org/concert. Noch einmal tbiwaltham.org/concert. Schlaf, mein teures Kind, bei dein Wiegel aufeinander sitzt der Fremde und singt. Bei dein Wiegel aufeinander sitzt der Fremde und singt. Dein Taten laufen unter Rogel von Stein. Als ich gewesen in Leben, wir sind gewesen in den Wäldern. Für über 3 Jahre. Mit den Partisanen. Ohne Dach über dem Kopf, without a roof over our head. Und wir fliegen laufen und wir reden Jiddisch. Jiddisch und Deutsch ist sehr, sehr ähnlich. Als wir reden guten Jiddisch, kann man reden Deutsch. Fliegt man her, wie die Deutschen fliegen, jeder Kilometer fliegen sie mit der Hund und fliegt zu behüten soll gar nicht passieren zu die Linien, wo der Band aufs Form. Und manches, wo wir sind gelaufen, wir haben gedacht, dann laufen zurück in den Wald, und nicht können gehen, übergehen. Als wir guckt, wo die Linien sind, ist allemal eine Sache höher. So darf man das übergehen auf der anderen Seite. Und wir hören die Deutsch, reden in Deutsch, sagen davon zurücklaufen in den Wald.
Mein Vater, Alaba Shalom, hat gehabt a Schmatte, like a little rag, zu verbunden meine Hand, eine Hand, und mein anderer Bruder, was wir im 14 Monat älter von mir, und in der anderen Hand. Wir fallen, vielleicht uns umheben, mitgelaufen. Und manches Mal haben wir dürfen sitzen, zwischen den Bäumen, in der Kutzes, in den Bushes. Und wir vielleicht sitzen, und es wird sein Wasser. Und wenn man guckt auf die Füße, ist es wie ein Glas bei deinen Füßen. Angefangen frierende Wasser. Könnt ihr sich vorstellen, als ein Kind darf sitzen mit den Füßen in dem Wasser und das Wasser ist verfroren und ist hungrig und ist kalt und hört Meure und mit zittert, bis die Deutschen gehen weg und wir können rauskriechen von dort und übergehen auf der anderen Seite von der Linie. Aber als Gott gilt, jung lebt man. Und glaubt, als Gott ist allemal gewähnt mit uns, ist mit uns und allemal mit uns. Weil das ist ein Nest von Gott, was ich bin geblieben leben, von meinem ganzen Städtel. Meine einzige Mischproche ist, was ist geblieben leben. Ich habe gehabt noch eine Schwester, Allah Shalom, Friedele. Sie ist gewesen 18 oder 19 Monate alt. Sie hat ausgeguckt, als sie wie ich. Hell, meine Mutter ist gewesen blond mit blauen Augen. Mein Vater schon hat gehabt blaue Augen und sehr helle Haut, aber dunkle Haar. Aber die Kinder sind alle gewesen blond. Und ich habe gehalten, meine Schwester in meine Hand, auf mein Schoß. Sie gewesen krank. Wir haben gehabt ein paar Doktoren jetzt, die haben noch geblieben leben. Aber die Doktoren haben nicht gehabt, kein Refues. Und ohne Refue, ein Doktor kann nicht helfen. Und sie ist gestorben in mein Schoß, in meine Hand. Aber Gott tut es auch nicht. Wenn sie lebt, wird mir alle umgekommen. Weil ein Kind von 17, 18 Monaten alt kann nicht verstehen. Sie wollen essen, sie weinen. Und zum Leiden, viele Eltern haben gedacht, stillen die Kinder oder im Wasser oder legen die Hand auf sie, sie sollen nicht können atmen mehr. Weil zu dem ein Kind öfter 10 oder 15 Menschen werden daher genommen. So Gott tut, was er denkt, ist das Beste. Was ist besser für uns. Was meine Schwester ist gestorben, in ihr Schuh sind wir geblieben leben. Und wir gehen in die Wälder, als mein Tate vielleicht da weggehen, gefunden Essen. In einem Feld ein paar Kartoffeln oder was wächst, als ich bin Sommer. Ich habe gefunden ein paar Eier. Wir kommen zu einem Dorf, mit nicht gewusst, sie wollen helfen, Partisaneroiden oder nicht. Sie haben manches Mal für jeder jüdische Mensch, jüdischer Kopf, ein Glas Salz. Salz ist gewesen sehr teuer. Mit ihnen können kaufen kein Salz. Und die Goyim in Europe, sie kommen nicht kennt leben an Salz. Salz ist gewesen sehr Brot. So für ein Glas Salz gibt es weg jüdische Menschen. Manches Mal gewinnen gute Christen, die haben gelassen und schlafen eine Nacht in Stall, Barn, in Stall, oder nehmen ein Boot. Und wir gehen hinten auf dem Gas. Manches Mal fliegen sie uns gehen Emerson, uns die Deutschen. Die auf den Mieten laufen.
Und als meine Tate vielleicht da weggehen, kriegen Essen, gefunden Essen für uns. Wir haben nicht gewusst, dass kommen zurück, sie nicht. Und ohne meine Taten wollten wir nicht bleiben leben. Er hat uns gebracht im Essen, er wird alles gekriegt für uns, wie sie gewesen möglich. Also wie mein Vater ist gewesen in der Partisan. Vielleicht kommen manches Mal zu einem Dorf und sagen den Menschen, die Goyim, wir dürfen haben ein Schäps oder ein Zieg oder Essen. Und es will nicht geben, sagen sie verbrennen das ganze Dorf. Aber mit sie gebeten haben sie nicht können sagen. Also sie gewinnen unser Leben. Mit nicht gehabt können Sachen, was noch mit gehabt, angetan auf sich. Das was nicht gehabt, gewinnen Schmattes zu rissen. Wir gewinnen zufrieden, wir können gefunden, wo Papier oder eine Zeitung und haben gehabt, etwas der Schmatte Rags zu verbinden herum die Fies. Sie gewinnen kalt, bitterkalt in Winterzeit. Aber als Gott gibt Jahren, bleibt mein Leben. Und ich glaube, mein bleiben Leben und meine Sprache ist ein Nest von Hashamayim, ein Nest von Himmel. Das ist die einzige Sache, was ich gerne sagen. 3,5 Jahre laufen im Wald. Die Wälder in unserer Gegend, herum Vilna und Europe, nicht so wie die Wälder da in Amerika. Da in Amerika, die Wälder, also geht hohe Bäume und sehr, sehr wenig kleine Bäume, was man kann reingehen und nicht sehen kann man nicht. In Amerika ist alles rein. Nur die hohe Bäume können sein, 1 Kilometer weg von ersten bis dem Sof kannst du alles sehen. Dort müssen wir gehen 10, 15 Fuß und nicht gar nicht können sehen. Ich sage, in Englisch ich call it foliage. And therefore, mit nicht können gar nicht sehen. Die Deutschen haben mehr gehabt, da reinzugehen, weil sie haben nicht gewusst, sie dort 200 Menschen mit Bixen und mit Naganes. Oder dann noch 20 Menschen mit drei Bixen, Rifles. So darum sie haben mehr gehabt, da reinzugehen. Das ist unser Nest. Aber der Hunger und der Kalt und sein, wie man sagt, Tachat Kalfei Haschrina. Und unter Gottes Schrine, unser Gott. Und Gott hat uns geholfen, durchzugehen, die schweren Zeiten von dem Leben, von kalt, nicht essen, nicht haben am Bett zu schlafen. Einmal der Gedenk, wir sind in den Wald, wir vergehen manches Mal 5, 6 Show. Wegläufen von, wie man schlagt sich, wir vielleicht übergehen manches Mal ein Teich oder schmal Wüste Wasser. Und sie noch Körper von Menschen, eine Hand, der Fuß, der Körper. Die Deutschen und die Russische haben sich geschlagen. Kannst du dir vorstellen, für Kinder durchzugehen, sehen, wie geht über, täte Menschen. Aber Gott tut uns geholfen. Und manches einmal habe ich gegangen, zu gefunden ein Badezimmer. Weggehen von den Menschen seinen. Ein Badezimmer ist ein Bathroom, aber es ist nicht wenn kein Badezimmer im Wald. Bin ich gegangen, bis ich nicht gesehen mehr von Menschen. Allein. Und ich sehe, ich komme neu zu einem Teich, Wasser. Sag ich, lieber Gott, du darfst mir helfen, gehen zu finden, wo meine Eltern alle seien. Und Gott hat mir geholfen, ich habe sie gefunden.
Ich habe Chalomes ist Dreams. Die Chalomes habe ich noch heint. Wenn ich habe Cholem wegen Wasser, ist etwas gut passiert. Meine Tochter geht in die medizinische Schule, mein Sohn hat übergekommen sein Exams, alles gegeben besser. Etwas gut passiert. So einmal, wir haben gedacht, übergehen Wasser. Und das Wasser ist very strong current, sehr stark das Wasser gegangen. Und mit uns geben sie eine kleine, like rowboats, kleine Lotke, eine Lotke. Für gewinnen, was echt 8 oder 10 Kinder. Das gewinnen manche, was nicht gewinnen kunidische. Der Vater hat genommen seine Sprache weg und schlägt sich tiefer zu Russland. So wir sind rein 4, 5 Kinder in einer Lotke, in einer Rowboat. Und es ging sehr, sehr schnell, das Stream. It was so fast. Wir sind übergelassen, die Eltern. Wir öfter 2 Kilometer weiter. Wir haben nicht gewusst, werden sie sehen. Sie nicht. Sie sehen uns gerne gefunden. Ich kann sich vorstellen, für Kinder seien sehr jung. Mein Bruder, Aloha Shalom beide, einer gewinnt 12, mein anderer Bruder gewesen 10,5 und ich. Wie alt seid ihr gewesen? Bitte? Wie alt seid ihr gewesen? Ich bin gewesen 8, 8,5. Ich bin die Jüngste. Ich bin sehr schwer. Wir sind gekommen und uns gefunden uns. Und ich darf warten. Wir können nicht vorstellen sich, was für ein Leben wir haben gehabt. Die Schwierigkeiten. Und was mir ist durchgegangen, als ich sitze heint und ich denke, ich weiß allein nicht, wie hat uns Gott geschenkt dem Leben, meine Eltern, Aloha Shalom, meine 2 Brüder und mir. Das ist nicht auch ein Wert dazu, erzählen die alle Sachen, ein Nest von Hashemayim. Und die Deutschen sind hereingekommen, mein Vater, mein älterer Bruder, Chaim Aloha Shalom, und alle jüdischen Männer, die SS, fliegen vorn auf eine Lotke in den Teich und die jüdischen Männer fliegen davon tragen, der Mann, was ist auf dem Selim, und fliegen sie mit den Naganen oder mit Bixen, und von der Bix der anderen Seite fliegen sie geben einen Knack. Fliegen sie nehmen, sie schon weiter nicht gekannt gehen, die Wasserflächen sein in Mäuel, dann sind sie genommen zurück. Sie haben sie zerbrochen in jeder Weg. Aber der Kopf, dem Seuchel, dem Glauben in Gott und haben die jüdische Emunah, Glauben, das haben sie nicht können wegnehmen von uns. Mit alles weggenommen, aber das ist geblieben mit uns. In Wald nicht gewinnt kein Bleife der, nicht gewinnt kein Papier zu schreiben. Aber der Mama Aloha Shalom, alle Tfilot, alle, sie gehen als auswendig zu uns gelernt. Der Schma, der Modeani, die alle Tfiles. Und wir pflegen bei Gott beten. Mit jeder Minute, was wir geatmet. Also eine Show später, ein Tag besser, ein Tag, ist ein besserer Tag. Und mein ältester Bruder, wir gewesen hungrig und kalt und sehr müde von Läufen für 4, 5 Stunden für Kinder. Kalt, hungrig. Setzt sich weg hinter ein Bäum und sagt, ich gehe nicht. Ich kann mir nicht gehen, ich bin kalt und hungrig. Sagt mir, dass sie will mir da hagen und soll mir da hagen in Deutschen. Ich gehe nicht. Die Mama hat angefangen, weinen und Bett nehmen. Ich gehe nicht.
Meine Mutter, Allah Shalom, ich weiß nicht, sie hat ein Fingerl von der Chassene oder sie hat öfter Earrings, ich weiß nicht genau. Auch genommen und gegeben, ein Partisan, ein Mann, nicht kein Eid, soll ihm helfen, schleppen ihm. Haben sie ihr seht, wie die Indianer pflegen machen. 2 lange Steckener und mit genommen von den Bämer verbunden und mitgeschleppt, also wie like a tourniquet or schleppt them for maybe, drag them maybe for 4-5 Show. Es wird sehr, sehr schwer. Sehr schwer. Und danach mein Vater hat getroffen, sein Bruder, mein Vater, Allah Shalom, ist gelebt in Glubok, ineinander, von uns ein paar schon mit der Wagen und Pferd fahren. Trefft uns im Wald und hat getragen eine Tora. Genommen die Tora von der Schule und hat es getragen in einen Rucksack like a Duffelbag. Und sagt zu meinem Vater, sein Name, Allah Shalom, gewinnt Elle, und mein Vaters Name, Allah Shalom, Zelig. Sagt Zelig, ich kann die Tora mehr nicht tragen. Ich falle auf von meinen Füßen, ich bin hungrig, ich bin kalt. Ich habe getragen, die Tora sind sehr viel Zeit, ich kann das mehr nicht tragen. Ich lasse das Leben die Bein. Und mein Vater, Allah Shalom, sagt, Elle, ich will nehmen die Tora. Die Tora wird mir tragen, ich will nicht tragen die Tora. Und hat getragen die Tora. Wir haben gebracht die Tora in Deutschland, nach der Krieg, in den Lagern, Hasenhecke. Vor dem wir sind gewesen in einem Platz in Oberschlesien, wo die Deutschen sind weggelaufen. Und der ersten Mal, was wir geschlafen, wir sind gewesen in einem Haus, wo sie gewesen Wasser und Elektrik und gekannt schlafen in einem Bett. Wir sind dort gewesen, in Polen, Legnica. Und sie gewesen like 4 oder 5 Häuser zusammen. Aber wir darf durchgehen durch einen Platz, wo jeder Mensch gehabt, in eine Tür reinzugehen. Und meine Mutter ist gewesen, ich habe gesagt früher, sehr hellblond. Ist ein Goy gewesen, ein schicker Efter. Gehabt meine Mutter und sagte, du bist sehr schlechte polnische Wörter genutzt, du bist verheiratet zu Iden, ich darf dir da Haar nehmen. Meine Mutter hat ihm gesagt, in sehr Sprache, das ist Gerätesprache, du hast Gott im Herzen und du glaubst in Gott und du gehst zu der Kirche alle Tag, alle Sonntag. Lass mir leben. Die gelassen leben, sie gekommen ins Zimmer, gesagt am Taten. Meine 2 Brüder und ich bin gewesen in Kibbutz, Noach Haluzime Ochad. Sie sind gekommen, Lehrer von Israel, mit uns gelernt und wir haben gedacht, vor in Israel. Mein Vater hat gesagt, meine Mutters Name schon ist gewesen Edle. Edle, wir dürfen haben die Kinder und wir lassen wegleben, alle voneinander. Morgen öfters nicht sein, sehr gut, und morgen, wir wissen, was morgen mitkommen. Hat mein Vater uns genommen von Kibbutz, und in Kibbutz die Goyim fliegen werden und verbrennen die Gebäude. So, von Israel sind gekommen und mit uns gehielt. Haben genommen bei Nacht und weggelaufen von mir sind gewesen, von Legnica, mit der Tora, und meine 2 Brüder und ich und meine Mutter, Allah Shalom, hat uns gehabt und gesehen sind Füße.
haben sie gewollt wissen, was mir hat mit dem Gold und der Lagen in der Tora. Und mein Vater hat ihm gesagt, du glaubst in Gott. Ich habe das getragen als sehr viel, das ist meine Kinder und mein Weib und das ist alles, was wir vermogen, was wir haben. Ich kann das für dir öffnen, kann sehen, dort gar nicht da. Hat gelassen und nicht zu rissen, nicht zu gehen mit der Tora. Sie haben gewöhnt Füße, nicht können essen, nicht können trinken, gar nicht. Ein Tag oder mehr, ich denke nicht. Ich weiß nicht, was meine Mama hat gehabt, Zier und Gold, etwas, was sie noch geblieben, zu geben zu dem Schotter, zu dem Mann, was uns gehört. Wir haben uns gelost weglaufen. Wir sind weggelaufen und wir sind weggelaufen. Ungefähr 5, 6 Stunden, wir sagen, wenn bald, ich denke nicht, bis wir sind gekommen in Österreich, auf der britische Zone. Und das ist gewesen in Kassel. Und ich denke, das ist gewesen im Dezember, weil ich denke, so mit einer grünen Bämele inmitten von dem Gymnasium, dem Gym. Und sie haben uns gegeben, etwas mehr zu essen. Dort sind wir gewesen 2, 3 Tage. Und von dort hat man geschickt, wir sind gewesen auf der Amerikan-Seite. So wir sind gewesen in Hasenecke, ein Lager. Und von dort sind wir gewesen von 1946 bis 1949, bis meine Tante, was gelebt, in Akron, Ohio, aber dann noch sich gewechselt zu Los Angeles und gebracht uns her. Ich will bedanken unsere Gäste, Harav Arthur Avram Schneier, was hat erzählt wegen seiner Kindheit bei Churben in Jasina, damals Ungarn, früher Tschechoslowakei und jetzt der Ukraine. Und euch Jetta Kane von Polen, Weißrussland, und wir haben geredet mit ihr von Los Angeles. Und ich hoffe, sie hat noch gehabt. Ich hoffe, euch alle zu sehen bei die Haskoras und euch bei dem Konzert in Andenk von Moshe Honda. Teile zuhören, mit dem haben wir verendigt unsere heutige Audition. Eine gute Nacht und ein Dank von Herrn. Hört jetzt eine Chorbenlieder in die Ausführungen von verschiedenen Musikern und Solisten. Bei dein Wiegelaufener sitzt der Fremde und singt. Bei dein Wiegelaufener sitzt der Fremde und singt. Lulu, Lulu, Die sollst nicht suchen, als die gehst im letzten Weg. Wenn Himmeln bleine, verstellen bläue Tag. Weil kiemen wird noch unsere Häus gebänkte schon. Es wird auch heute in unser Tritt, wir sind du. Es wird die Morgen sind, beleuchten unser Heim. Der schwarze Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und heu versäumen wird die Sünden dem Kajor. Ja, Parol soll gehen durchs Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied von Zimmerfeigel oder frei. Das hat ein Volk zwischen Vollen die Gewand. Das Lied gesingen mit Naganes in die Hand.
so käm und als die Geist dem letzten Weg. Den Himmeln bleine verstellen bläue Teig, weil kiemen wird noch unsere Häus gewählte schon. Es wird auch heute in unser Tritt, hier sind im Dorf, weil kiemen wird noch unsere Häus gewählte schon. Es wird auch heute in unser Tritt, hier sind im Dorf. Unter deine weiße Stern streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Seh es dunkelt, sehr finkel in meine dicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich will doch Gott mein Treue dir vertrauen, meine Vermähl, weil es mont in mir a Feier und in Feier meine Tee, nur in Kehlern und Lecher weint die ich hecher, über Dächer, und ich such, wo bist du wohl? Läuf ich hecher, über Dächer, und ich such, wo bist du wohl? Nehmen Jogen mich Meschune, Trepp und Häufen mit Gewäu. Häng ich a geplatzte Strune und ich sing zu dir so. Unter deine weiße Stirn streck zu mir deine weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Unter deine weiße Stirn streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. Seh es dunkel, sehr finkel in meine dicken Blick, und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück. Und ich hab gar nicht kein Winkel, sie zu schenken dir zurück.
Ich plonge in Ghetto von Gessel zu Gessel und kenn nicht gefinnen kein Ort. Nicht to is mein Liebe, wie trockt men a Riebe, Menschen sagt trotsch a Wort. Es läuft auf mein Heim, it's der Himmel, der Bläue, wo je hab ich it's der Fun. Ich steh wie a Bettler bei jedwitten Teuer und bettel a bissele Sonn. Frühling, nimm zu mein Treue und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügel bläue, oh, nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Frühling, auf deine Flügel bläue, oh, nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Ich geh zu der Arbeit vorbei unser Stiebel in Treuer der Teuer vermacht. Der Tag a zehälter, die Blumen verwelkte, Seifjane, vor uns ist euch Nacht. Vor Nacht euch zurückwegs, es neue der Treuer, und do hast du liebster gewahrt. Und do in dem Schotten, noch kennt ich dein Trottis, fleckst kuschen mich lieblich und zart. Frühling, nimm zu mein Treue und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügel bläue, oh, nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Frühling, auf deine Flügel bläue, oh, nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Es ist Jahr der Frühling, gar früh angekommen, zerbliet hat sich Bänkschaft noch dir. Ich seh dich wie jetzt der Balladen mit Blumen, a freudiger gehst du zu mir. Die Sonne hat vergossen, die Welt heint mit Strahlen, zersprotzt hat die Erde sich in Grün. Mein Treier, mein Liebster, wo bist du verfallen? Du gehst nicht heraus von mein Sinn. Frühling, nimm zu mein Treue und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügel bläue, oh, nehme mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Frühling, auf deine Flügel bläue, oh, nimm mein Herz mit und bring es zu mein Glück. Jeder ruft mir Jammerle, oi wie mir ist schwer. Hab gerät am Mamele, hab sie schon nicht mehr. Hab gerät an Taten, hat mich gehielt. Jetzt bin ich a Schmattele, weil ich bin a Jid. Hab gerät an Taten, hat mich gehielt. Jetzt bin ich a Schmattele, weil ich bin a Jid. Hab gehad a Schwester, is sie mich nicht da. Ach, wo bist du, Esther, in der schwerer Schau? Geht's bei am Himmel, geht's bei am Freund. Liegt mein Bruder Schleimer von a Deutsch getäut.
Che no